Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Reaction. Ja Leute, diesmal zur Pressekonferenz mit Thomas Tuchel und Matthias de Ligt. Ja, ich würde sagen, wir schnacken nicht lange und gehen rein in den Bums. Das Ganze ist auf Englisch, komplett auf Englisch, wie ich gesehen habe. Ich habe mal die Untertitel bzw. die automatische Übersetzung von YouTube angemacht, für alle, die dem Englischen nicht so mächtig sind. Könnte ein bisschen weird werden, die automatische Übersetzung ist manchmal ein bisschen tricky, aber besser wie nix, wa? Von daher würde ich sagen, ab geht's. Diskutier doch nicht mit dem Thomas, geh in die Mitte. Frech, oder? Yeah, well, it's your fault, not mine. Okay, everyone ready? Hello everyone, FC Bayern is looking forward to being in Singapore for the Audi Summer Tour, playing the third match tomorrow against Liverpool FC. Welcome to the press conference the day before with our head coach Thomas Tuchel and Matthias de Ligt, our player. Yeah, we do the press conference in English, so please give us a sign and wait for the microphone. Let's start. Yeah, Tobias Altscheffel, first row. Kann das noch ein bisschen rüberschieben. Excuse me. First row. Komm. Zähl was. Hello, two questions for Coach Thomas Tuchel. First of all, how optimistic are you after yesterday's meeting that Harry Kane will be a Bayern Munich player soon? And the second question, how does Also wenn er dazu was sagen würde. the Saudi Arabian market or the Saudi Arabian soccer influence international's soccer market at the moment, in your opinion? Thank you very much. Maybe we skip straight Alter, gehen die mir auf den Sack mit ihren Untertiteln hier. Ich baller euch den jetzt einfach nach oben, ey. Ja. to the next question. No, not possible. I will not comment on your first question, as you can imagine. And Wie überraschend. I think I have not a smart comment on the second one. I'm just observing the situation, which is a very new situation, maybe a bit similar to the situation when China started their league. So kind of a similar gold rush there. And we're experiencing the next league who tries to become more popular, more famous, who tries to build a brand. And they convince a lot of players, a lot of quality players and even coaches. So completely new situation and a bit too early for me to have a clear. Naja. Da könnten wir ein extra Video zu machen, oder zu Saudi-Arabien und ihren Fußballplänen. Das ist halt, ja, China hat's ja, oder was, Japan? Ich weiß gar nicht mehr, wer hat's damals versucht. Die haben das ja ähnlich gemacht. 2 Jahre lang da völlig die Kohle reingeballert und für nichts und wieder nichts. Gut, Saudi-Arabien hat ein bisschen mehr Geld. Das ist ja so gefühlt so endlos Schleife, was Geld anbelangt. Ja, wenn man da teilweise liest oder hört, was da so ein Sadio Mané verdient und die anderen, dann ist das schon krank. Ja, ob da wie sich dann wirklich irgendwie fußballtechnisch sich groß was entwickelt, ja, I don't know, wage ich erstmal zu bezweifeln. Welche Art Spieler da aktuell hinwechselt, ist auch klar. Ja, also die am Zenit ihrer Karriere sind und nochmal so ihre Karriere vergolden lassen wollen, nenne ich es mal. Auch wenn sie es gar nicht nötig hätten. Ich denke, Cristiano Ronaldo hätte es nicht nötig, Mané genauso. Aber ja, wenn man halt so eine Vorstellung hat, ich denke, hätten Sadio Mané gesagt, jo, alles gut, ich gehe auch irgendwo hin, wo ich nur 10 Millionen im Jahr verdiene, nicht über uns 20. Dann hätte er mit Sicherheit auch irgendwelche Vereine gefunden, die ihn in Europa gerne genommen hätten. Aber wenn man halt den Anspruch hat, irgendwie, ja, 10 Millionen netto oder 11 Millionen netto zu verdienen, dann wird es halt schwierig mit der Art Clubs, die sich das leisten können in Europa. Und ja, dann bleibt halt nur der Weg. Da muss halt jeder so für sich wissen. Aber gut, weiter geht's. Your opinion, I'm a observer, surprised observer. Ja, Thank you. kann ich so unterschreiben. Last row, Philipp Schneider for Süddeutsche Zeitung. Yes, please. Mr. Tuchel, some days ago you were talking about Declan Rice
and you said he You was. were talking about Declan Rice, and I tried to dribble around in my answer. Okay. Then maybe Very good. that way around. So you were asked about Declan Rice, and you said something interesting. You said he's a sort of player that plays in a way that no one else plays in the team that you have. Yeah. Ja, ist ja auch so. Now the situation is you have a big choice of midfielders in your team, and can you give us an impression? You have Gravenberch, you have Leimer, you have Goretzka, you have Kimmich. Can you give us an impression of if some of them is capable of playing like Declan Rice? Can you teach them, or is it? No. We don't teach. We just try to develop the potential and of the players and to bring the potential to the fullest and to use the potential. Das wäre schön, wenn die Spieler mal ihr volles Potenzial ausschöpfen würden. Das haben wir beim Kimmich und Goretzka seit roundabout 1,5 Jahren definitiv nicht gesehen. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Also beim Kimmich nicht ganz so lange, das stimmt. Gebe ich euch recht, der ist so die letzte Saison Rückrunde mäßig war Kimmich aber leider auch ein Totalausfall. Und jetzt in der Vorbereitung, gut, das können wir noch nicht so gut beurteilen, war es auch so mittel. Aber alle anderen, auch ein Sané, ein Gnabry und die schöpfen alle nicht ihr Potenzial aus. Ja, da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Bin ich sehr gespannt, ob Tuchel das hinkriegt, dass sie das Potenzial ausschöpfen. Ja, wild. Of the player for the team, so no one needs to do anything against his nature. I think all 4 midfielders from us are very mobile. All 4 love to play almost in between both boxes, which is just my. Ja, das ist halt auch das Problem. Ne? Er sagt's ja gerade. Also alle sind sehr mobil, hat er gesagt, agil und lieben es, von Box zu Box zu spielen. Genau das ist das Problem. Wir haben halt nicht den Spieler, der sagt, yo, ich gehe bis 10 Meter hinter die Mittellinie und ansonsten gucke ich erstmal, dass hinten dicht ist. So, das ist meine Hauptaufgabe. Ja. Das haben wir halt nicht. Punkt. Seitdem Xavi weg ist, haben wir das nicht mehr. Wir haben nur diese Box-to-Box-Player. Und das ist ja auch, was ich sagte. Nochmal zur Erklärung in den Kommentaren war ja auch mal die Diskussion vor ein paar Tagen. Ja, was erzählst du denn? 5 Spieler wir brauchen 4, 5 Spieler für die Position. Das Ding ist, wenn ein Sechser kommt, sind alle 4 für eine Position da. Punkt. Ja. Wir haben das jetzt beim Leimer auch gesehen in den Freundschaftsspielen. Ja, na klar. Macht das jetzt nicht so verkehrt. Ich meine, Sabitzer ist mittlerweile weg, also sind so noch 4 Spieler. Macht das jetzt nicht so schlecht, aber er wird auch seine Stärken beraubt auf der 6. Ja, das muss man ganz klar so sagen. Seine Stärke ist die Balleroberung vorne. Alles das, was ein Kimmich nicht kann. Ja, klar, es sind unterschiedliche Spieler. Kimmich ist mehr so der ruhige, der Ballverteiler, aber ja. Anderes Thema. Fakt auf jeden Fall, verpflichten wir einen Sechser, ist dieser Sechser gesetzt, wenn er fit ist. Ist halt so. Ja, man kann dann drüber streiten, so Bundesliga, keine Ahnung, ich will da jetzt keine Vereine nennen, da muss man nicht, aber wenn wir da gegen irgendwelche schwächeren Gegner spielen, die nur hinten drin stehen. Aber selbst da haben wir gesehen, wie anfällig wir waren. Ja, erinnert euch nur an das Heimspiel gegen Freiburg, an die Heimspiele, egal gegen wen, die hinten drin standen. Die 6er-Position war nie besetzt. Und das hat uns in arge Schwierigkeiten gebracht. Das hat immer wieder die Innenverteidiger schlecht aussehen lassen. Und vorne standen sie sich auf die Füße in der gegnerischen Hälfte. Das ist halt alles irgendwo nicht zielführend. Ja, ich verstehe diese Argumentation, wenn man sagt, ja, aber gegen die und die Mannschaft kannst du eigentlich auch mit dem Libero spielen und sonst nichts. Ja, das war eine Zeit lang so, aber mittlerweile kann jede Mannschaft auf jeden Fall schnell umschalten und gegen uns ist das Prinzip klar. Der Ball wird in die Mitte gespielt, da wird der Ball einmal tropfen gelassen, dann wird der Ball nach außen gelegt und dann wird durchgestartet. So, das ist das Spiel gegen uns. Und die Mitte ist nie besetzt. Da ist nie einer, der dann mal diesen Ball erobert hat, der da hinging. Oder generell mal den Spieler unter Druck gesetzt hat, der dann da war. Ne? Das ist das Thema. Und deswegen verstehe ich den Gedanken, dass wir einen Sechser brauchen. Ich denke, das haben wir letzte Saison klar gesehen. My impression and my observation of them.
We don't, in my opinion, we don't have a holding six midfielder who thinks more defensively and takes more care about the deep end of the pitch. And Thomas, Alter, wir sind ja so heute. Sagt ja genau das, was ich gerade erzählt habe. And is more concerned about protection and does not reach the opponent's box in his like prime qualities. All of our players are mobile. All of our players have a lot of qualities and have a bit similar qualities. There are different players. For example, Ryan is a very good dribbler. Leon is a very physical player. Conny is a kind of a hunter. Er ist so ein bisschen ein Mischi, ne? Der Conny. Ball hunter and Josh is quite our strategic guy who loves to do everything. Außer die Defensive. And is capable of doing everything and brings a lot of quality to the table and to the team. But still, I think even it's not in his DNA to be a holding midfielder. He likes to move too much. He is too much of a helper everywhere and he likes. Ja, ist ja genau das, was wir letzte Saison kritisiert haben. Ist doch genau das, was wir kritisieren am Kimmich. Weil es ja schön, dass Herr Tuchel das auch so sieht. Es wäre nur noch schön, wenn unsere Verantwortlichen das auch mal so sehen würden und endlich einen verkackten Sechser verpflichten, Alter. Punkt. To be involved everywhere, so and he's very good. For example, he's a very good assist giver. So he has a lot of passes before the assist, which is a key strength of his game. Naja, da muss man fairerweise sagen, dass Conny die besseren Pässe hatte, ne, in den Freundschaftsspielen bisher. So in die Spitze rein, als Kimmich. So it's just an observation that we lack a certain type of player. Can we win football games without this type of player? Yes, of course, and that's why it's our job to find solutions. Next one on the left side, please. Yeah, hi. Naja, das hört sich nicht so wirklich an, als wenn da irgendwie eine Priorität liegen würde, wa? Ich denke auch, das wird eher an einem Thema festhängen, dass halt so ein Leon nicht gehen möchte. Ja? Hätten Leon jetzt vielleicht gesagt, yo, ich suche eine neue Herausforderung, irgendwo, wo ich Stammspieler safe bin, gehe irgendwie nach England, was weiß ich was. Wäre natürlich erstmal eine Gehaltsstruktur frei geworden von roundabout 17 Millionen. Und man hätte natürlich irgendwie auch 30 Millionen eingenommen, sag ich mal. Dann hätte man sich natürlich mit einem richtigen Sechser beschäftigen können. So wird's schwer. Ich glaube nicht, dass ein Leon wechseln wird. Muss er auch nicht unbedingt, ja, wenn er seine Form wiederfindet und wir keinen Sechser verpflichten. Vielleicht wäre ein Goretzka, er ist der physischste Spieler von den Mittelfeldspielern. Wenn er sich damit anfreunden könnte, mal die klare 6 zu geben und sagen, ich gehe bis da und nicht weiter, wie es Tuchel gerade gesagt hat. Beraubt man ihn allerdings auch seiner Stärken. I don't know, schwierig. Vielleicht kann man einen umschulen, ich weiß es nicht. Vielleicht wird es auch noch jemand wechseln, vielleicht wird noch ein Grafenberg wechseln und es wird sich noch was tun. Ja. Wir müssen abwarten, allerdings muss man auch mal ganz klar sagen, ja, was wir bisher an Umbruch oder an Transfers gemacht haben, ist leider viel, viel zu wenig. Ja. Aber anderes Thema für ein anderes Video. Deepen from the Straits Times. Welcome back to Singapore, Thomas. I just want to ask you, based on your assessment of the squad so far, what are the positions that you think Bayern need to strengthen in the transfer window? Of course, the number 9 position is something that I'm sure you are looking at, but beyond that, what are the other positions that Bayern are looking at? Hat er doch gerade erzählt. I prefer not to tell you. I could tell you because we made a clear assessment and we took clear decisions. And I think it's very important in our position to take clear positions and focus on some few players to strengthen the squad and to bring additional players to the squad that we are absolutely convinced of in terms of personality and quality. And not to get distracted in the transfer window by pressure of time or by alternatives. So the players who we want, they absolutely know, and I think this is enough. We will inform you about the process when the process hopefully finished and they are our players. Next, Manuel Bunke, German Media, TZ.
Naja, was soll er auch anders erzählen, ja. Ja, bei den Sachen, die er jetzt erzählt hat, wird es wahrscheinlich auch nur um Kyle Walker und Harry Kane gehen. Und, ja, das Thema mache ich jetzt auch nicht wieder auf. Dauert halt auch schon alles viel zu lang. Das ist auch alles irgendwie, weiß ich nicht. Ist irgendwie, machen wir da kein gutes Bild aktuell. Ja. Muss man mal ganz klar so sagen. Ja, wir können die Ausrede nehmen, dass wir unseren Sportvorstand, Sportdirektor entlassen haben am Ende der Saison und dass das damit reinspielt. Aber ganz ehrlich, die nächsten Transferperioden müssen definitiv anders laufen. Also das ist mal abgesehen von Min-Jae, ja, super Transfer, auch super abgewickelt, alles easy peasy, weil er eine Ausstiegsklausel hatte. Aber alles andere, wie wir gerade da mit Kyle Walker da seit Wochen rumeiern, von Harry Kane rum, wir gar nicht erst anfangen. Ein Sechser, Tuchel spricht's an, ist anscheinend bei den Verantwortlichen gar nicht geplant. Irgendwie von den Außen brauchen wir gar nicht anfangen. Guckt euch die Leistung vom Gnabry an, das war wieder unterste Kanone. Sané, ein Spiel gut, ein Spiel scheiße, wie immer. Ja. Wild. One question for Matthijs. Matthijs, Kim Min-jae told us that you are very important for him because you integrate him into the squad. Can you tell us how do you do that? Er nimmt ihn an die Hand und die gehen zusammen Hand in Hand auf dem Platz. Und im Training laufen sie Hand in Hand als Innenverteidiger durch. Just speak with him. I think that's the most important thing. Yeah, I know that when you're a new player, and especially if you go immediately on a trip like this, you come in a new world, the Bayern world, let's say it this way, and with all the media and all the stuff, it's really important that you feel comfortable, that you can integrate immediately into the team. And yeah, I just try to help him, but not only him, also the other players to help them feel well, so they can deliver as quick as possible performances, but most importantly that they feel really well into the team, because I think that's the most important thing to perform. Ist halt einfach so ein guter Typ, Alter, ne? Mach ihn einfach zum Kapitän. Ja. Punkt. Ja, I don't know. Solange Josua da sein wird das nicht passieren, aber muss auch nicht passieren. Ich denke, er kann auch so als Leader auf dem Platz agieren. Aber ja. Klare Aussprache, klaren Blick. Ja. And that's what Und das Wichtigste, er lässt halt die Leistung folgen auf dem Platz. Ne? What Mata's strength is. So if Kim says this, he's absolutely right, because Mata is a kind of a guy who brings people together. He's open-minded and a very, very good form of communication, and a top guy. So this is his type of character, and that's why we're happy that he's here. Ja, da gibt's aber nochmal ein extra Lob vom Tuchel, ne? Ich weiß nicht, ob er das schon zum Josua gesagt hat in der Pressekonferenz. Next one is Nicolina. Ja, da muss er erstmal wechseln können. A question to Mr. Tuchel regarding what you said about the midfielders. I would like to know, are you searching for a player with a profile of Declan Rice? I'm asking because Uli Hoeneß said he doesn't really understand the discussions about the midfielders. Ja, dann ist der Uli ein bisschen in der Zeit zurückgeblieben, Alter. Also, dann soll er sich mal mit der letzten Saison beschäftigen. Bayern. Yeah, but we're not entering in a game where we answer on maybe Uli Hoeneß quote on a press conference. I'm in a very good contact. He's part of our transfer group and transfer board, where we discuss all these opinions, and it's far away from the topic about the midfielder. It's not necessary that. Ja, es ist halt nicht das Thema hier, ne, was hier steht. Das ist halt gerade so ein bisschen das Problem. Ich denke mal, das ist ja auch, was er gerade anspricht. Wir haben halt 4 Mittelfeldspieler für 2 Positionen, und solange wir das haben, wird es wahrscheinlich sich auch nicht ändern. Ja? Erst recht gut. Harry Kane sollte jetzt finanzierbar sein durch den Mané-Abgang. Da werden wir dann die nächsten paar Zahlen hören.
Ja, ist aber leider nicht so das wichtige Thema. Was ein bisschen schade ist, weil das schon, wie ich finde, unser Hauptproblem war in der letzten Saison. Abgesehen von dem, müssen wir nicht drum herum reden, von den Typen, ja. Aber da haben wir ja auf jeden Fall mit Min-Jae schon mal nochmal einen dabei, der heiß ist, der will. Ich denke, Conny auch, der wird da auch Druck machen, der wird da auch Gas geben. Haben wir schon mal ein paar Typen. Aber diese Position halt, habe ich vorhin schon versucht, ein bisschen zu erläutern. Ja, die hat uns gefehlt einfach in ganz vielen Spielen. We agree on everything, so it's just necessary to have a good discussion. Aber nochmal, vielleicht lässt sich einer von den Vieren richtig auf diese Position ein. Ich denke mal, dass auch so ein Conny die Qualitäten dafür hat, dass ein Goretzka die Qualitäten dafür hat. Sollte klar sein, nur ja, man muss sich halt umstellen, ja, und muss halt sehen, dass man anders glänzt. Und das traue ich am ehesten noch einem Conny zu, ja, weil der nicht so der Spieler ist, wo ich muss hier unbedingt das und das Standing haben und so und so. Ja, mal abwarten. And that he knows my point. And like I said, can we win football games without a holding six? Of course. Ja, aber keine Champions League, Alter. Are we searching? Not desperately, because we trust, of course, also our players who have a contract, and we trust the quality and the quality of the players and the quality of the character. If there is a possibility, we will be open, because the situation is the situation. But there's not a lot. So the most important is that you can have an opinion, but there's no need to be stubborn. There's no need to put pressure. And from there we go. There are not a few players who can make us stronger, in my belief. And it's anyway, these players are sometimes not available. Sometimes things happen which we don't know now. They happen in the next weeks. Let's see. We are quite relaxed, and that's all I can say. Ja, denke mal, das, was ich gerade schon sagte, ne? Er sagt ja, also erstmal gibt es nicht viele Spieler, die uns da verstärken können, die Sinn machen. Man hört raus, dass ein Tuchel gerne einen Sechser hätte, das aber nicht irgendwie die oberste Priorität hat, und es wird wohl darauf hinauslaufen, wenn einer noch wechseln wird von den 4 Spielern, denke ich, werden wir uns mit einem Sechser noch beschäftigen. Ansonsten, denke ich, wird das nicht passieren. Meine Meinung, was man so raushören kann vielleicht. Next one, also German media team. Wobei man sagen muss, wenn wir jetzt noch einen Sechser verpflichten sollten, wird dem einen oder anderen Spieler vielleicht dann auch klar werden, ja, dass er nicht wirklich viel Spielzeit kriegt und dann vielleicht eher bereit ist, doch den Verein zu verlassen. Ist die Frage, ob das so die richtige Art und Weise ist. Wir wissen natürlich auch nicht, was intern kommuniziert wird. Man kann natürlich auch klar kommunizieren, dass man mit dem Spieler noch plant oder nicht. Hat man beim Mané auch gemacht. Kann man halt auch bei dem einen oder anderen Spieler tun, ne? Kraft for Sat1. Yes, one for Mr. Tuchel. What do you think about Singapore so far? Maybe you've been out or seen some sights or seen the city. And one for Mr. De Ligt. What do you think about the circumstances and conditions regarding weather and the pitches here in Singapore? Well, it's the city of roof terraces, I have to say. I'm now for the 3rd time with 3 different clubs, and we always end up in a nice evening on a roof terrace, which is pretty impressive always, the view and the surrounding, of course. So we took the chance that we skipped, or we had no training session today, to do kind of a evening together. We had a dinner together with the staff, and a glass of water or a glass of wine, and some had a beer together on a roof terrace. It's a nice city. It's a clean city. It's a well-organized city. This is how I experience it. Very helpful people, very friendly people. Everywhere we come, on the training pitches, everybody's helpful and doing their best. The conditions are the conditions. You know this before. It's humid. It's hot. It helps a lot when the sun is not out. It helps a lot. So we push the training session in the afternoon. Ja, da muss er nach Deutschland kommen. Da hast du keine Probleme, Alter. 18 Grad ist Max.
Bei Regen. Afternoon to the late afternoon, and we accept the conditions. They are not the best to do professional sports, but they're also not an excuse. So we're doing our stuff. It's pretty tiring for the players, I guess, after being in Japan, now being here, but we kind of enjoy it. It's a peaceful, well-organized city with a lot of beautiful spots, so we're making the most of it, and it's not so hard. Yeah, I think what the trainer also said, like obviously the circumstances are not ideal, but I have to say yesterday we trained for the first time here, and it was more comfortable than in Japan, I think. And in Japan it was really hot, and the sun was shining the whole day, so to train was sometimes hard. And yesterday it was a cloudy day, it was a little bit cooler. So for us players, this makes already a big difference. But yeah, what the trainer said, of course, we try to train as best as possible, to do as much as possible, and we are trying to make the best out of it. So we have five questions. Last row, please. Yes. Question for Matthias. Tomorrow you'll play against Virgil van Dijk, who's obviously you play alongside in the national team, and also Cody Gakpo as well. Can you just speak about your experiences with them? How much Virgil may have helped you as a defender? Well, I have a really good relationship with both of them. I think I play now with Virgil for 5 years in the national team, and he's of course a big example for me. He has won the Champions League. He had some amazing scenes with Liverpool. I also want to congratulate him with becoming captain today, I think. So it's also a really big achievement for him. And with Cody Gakpo also I have a good relationship. He's a really good guy, really humble. He's working always really hard, and I'm really happy to see that he's doing really well at Liverpool, and I can't wait to face them tomorrow on the pitch. Georg Holzen in the middle for German media. Yeah, I have two questions. One to Matthias. On the first hand, how does a new goalkeeper maybe influence your way of football and your game, especially in the defense? And the other question to Mr. Tuchel. Sadio Mane left the club. Now the wingers are Kingsley Coman, Serge Gnabry and Leroy Sané. Maybe Jamal Musiala or Mathys Tel as well. Ja, Mathys Tel wäre schon gut. Musiala sehe ich jetzt nicht auf der Außen, bin ich ehrlich. Dafür hat er viel zu viel Qualität in der Mitte, wie ich finde. Aber warum nicht ein Tel die Chance geben über Außen? Hm? Maybe. What do you expect, especially from the first three, in their game? What do they have to do? What do they have to do better than the last years? Do they have to score more? Do they have to bring more assists? Or do they have to... Ja, das kommt drauf an, ob einer in der Mitte stehen wird oder nicht. Ob sie mehr Assists machen sollten oder mehr Tore schießen sollten. Ja, wenn Harry Kane da steht, dann sollte man halt schon gucken, dass man den Spieler einsetzt. Oder egal, wer da stehen will. Wenn da ein klarer Neuner steht, sollte man halt schauen, dass man den natürlich einsetzt. Als Außenstürmer. Natürlich sollte man auch einen gewissen Egoismus haben, à la Robben, Ribéry, keine Frage. Wobei Ribéry ja jetzt auch nicht so der Goalgetter war ja mehr so der Vorbereiter. Von daher. Aber ja, wenn da natürlich kein Neuner steht, dann musst du halt auch ein bisschen zusehen, dass du vielleicht eher ein Tor erzielst, wie was vorbereitest. Work more defensively, whatever. I have no idea. It's a little bit superficial right now, but... Yeah, they can start with goals and assists, would make all of us very happy. But to be honest, and fair, like I like all of them, and I think they deserve to be there in the position to fight for it. Especially Leroy, Serge, and Kingsley. They are since many years now players for Bayern Munich, and they show what their value is. I think like after the loss of Robert Lewandowski, there was a shift of responsibility on their shoulders to score. Maybe everybody expected them to score suddenly double figures, which did not happen from various reasons. There's never one reason in football. There are a lot of reasons. In general, I'm happy because the work ethic is good. I'm happy because the quality is anyway good, but the work ethic is top, and they work hard for the team.
all of them are team players. All of them are reliable. We can, I think, try Mattis on the wing if anything comes up. We can try Chupo, played on the left wing many times in his career. Jamal can play there. So I think we still have a lot of options and do not run out of Bonsi ist auch noch, ne, als Option zur Not, wenn Guerrero dann fit ist, oder wenn sollten wir mit Dreierkette spielen. Also. Of wingers and offensive players in the offensive line. And aber trotzdem wäre da mal ein frisches Blut von einer richtigen Kanone natürlich auch ein Zeichen gewesen. Ne? Ich meine, gut, jetzt ist ein Dembele nach Paris und Barca angeblich an Sané dran, was ich mir nicht richtig vorstellen kann, aber wegen mir, ja, go for it. Mal abwarten, was da die nächsten Wochen passiert, aber das ist dasselbe Spielchen wie mit dem Goretzka, Kimmich und Gnabry, das sind alle Spieler. Habe ich schon gesagt, habe ich schon öfters gesagt. Die ihr kleines Grüppchen da haben und da möchte keiner den FC Bayern verlassen aus ihrer Wohlfühloase. It's now 2.5 weeks that we train and we train about our principles, what we want, what positions we want, where to accelerate our game, where to... Naja, dann... Ja, nee, ich schenk's mir. Where to go into dribblings, where we need runs, and a very important part is the transition from ball loss. They are the first guys to initiate the counter pressing, and this is na, das war bisher aber nicht wirklich zu sehen, oder? A topic of the games where we need to improve heavily, and this is a huge topic for the offensive line because they should be normally the first ones to initiate the counter pressing. So that's very roughly what we expect, which is already pretty much. Left side, please. I have one question about the goalkeeper. Oh, sorry. Well, it's quite a short answer, I think. Yeah, you were asking about the goalkeeper, a new goalkeeper, but I think we have now 3 really good fit goalkeepers who are with us right now. Jan Sommer, Ulreich and Richie Rosman. And obviously we also have Manu who is coming back. So, yeah, I don't know really what to answer about the question. Or if the goalkeepers change for you, if there is always a different one behind you. Yeah, but I mean, every player is different. It's also with the center back. It's also with the midfielder. Every player is different, and with every player you have a different understanding, a different way of working, and you know each other's qualities. Of course, when you play a long time with someone, you know his qualities better, and you can adapt to this. But yeah, I think we all play for Bayern Munich because we have a certain qualities, and yeah, for me it doesn't make that much of a difference which goalkeeper I play with. Ja, einfach klare Aussagen, ne? Einfach sympathisch. Do you think winning Champions League with Bayern will be more harder than winning Champions League with Chelsea or not? For me? Yeah. I found it pretty hard to win the Champions League in general, so we don't expect it to become any easier. We work in a club, you know, where we demand it from ourselves, where we demand to compete for the titles. But no matter what titles you compete for, if you want to climb Mount Everest, you need to start the journey. You need to pack good. You need to plan good. You need to train. You need to be prepared, and then you need to do it step by step from base camp to base camp. Otherwise, you will never arrive. And you need to be ready if things get tough, because things will get tough. And then you need a bit of luck. In Champions League, like in Mount Everest, you need a bit of luck, and then everything is possible. But it doesn't help to talk about the dream too much. You can have a dream, and then you need to always face reality that living the dream means you need to be prepared and you need to force luck. And this is where we are. This is where we need at some point grow together. What we do now, we grow together. We create a spirit where we can trust each other and be ready to face difficulties together. And then everything is possible in sports, of course. Last 2 questions. Na, da bin ich aber gespannt, ob wir so den Team Spirit kreieren. Gary Halford, German Media, Sport 1. Yeah, maybe a question for both of you. Benji Pavard told the club already some weeks ago that he's not ready to extend his contract and he would like to leave, but he's still there. There's no offer and he's playing a lot. So
I would like to hear your opinion on the whole situation. Do you want him to stay? Is there still hope that he will stay? And maybe especially for Matthias, how it is to play with Benji. Thank you. Also pretty relaxed and pretty clear because we know about the situation. Is for me not so clear like you told the story. It's kind of the story, but not in these like super clear statements. You will always have the possibility that you end up in situations where a player plays his card. Naja, sind wir mal ehrlich, wenn er Innenverteidiger spielen will, was will er dann bei uns? Wir haben Jay verpflichtet, kannst du davon ausgehen, dass er auf jeden Fall mit Matthias die Nummer 1 ist auf dem Platz, dann hast du Opa dahinter. Ja, er kann sich da mit dem Opa um den 3. Platz streiten. Als Rechtsverteidiger hat er keinen Bock drauf. Sollte Kyle Walker kommen, wird der auch gesetzt sein als rechter Verteidiger, weil man kauft so einen Spieler nicht, um ihn auf die Bank zu setzen. Also ist die Sache eigentlich schon klar. Ja. Es sei denn, keine Ahnung, wir würden mit Dreierkette spielen, beziehungsweise Fünferkette. Dann sieht es vielleicht ein bisschen anders aus. Ja, I don't know. Weiß ich nicht, was der Tuchel da jetzt rumeiert, sagt, das ist nicht ganz so klar. Cards with 1-year contract left. But in this case, especially for Benji, we are relaxed, we wait. He's not the only right defender we have at the moment. He is not the only central defender, but he's a very reliable one. So he played a very reliable rest of the season since I'm in charge, and he does the same every training and every pre-season match. And we were very clear when we talked about the situation that we will treat him from the sportive side as if he has a 10-year contract. There is no need for pressure. There is no need for pressuring into a decision. And this is what we do. Yeah. And then there comes an evaluation of the situation, like more or less now in preseason every week. So we said after Tegernsee we do. Now we do again after Asia. But he's doing good. He's a very special character. Not like the others, but in the end very reliable. And it's good to have him. He shows that he shows the consistency that you like to have on a top level in defense, no matter on which positions. Yeah, so I can only admit that he's a really good player, really reliable. What the coach said, every game he plays the 6, so always above the 6, never under. And I think this for a coach, an amazing player to have. It's something that you search in a team, to have these kind of players who can give good performances every week. And he showed this last year, and also in this preseason, I think he never showed any sign of not the will to be here, to stay here. So yeah, I think we just as a team and as a club, we're happy that he's here. And the more quality players we have, the more chance we have to become successful. So I think I'm also really happy that he's still here. In the middle, Florian Plettenberg for Sky. Was soll auch anders sagen? Matthias, you, Kim, Upamecano, Pavard, do you guys have the potential to be the best central defense in the world? Easy question. And was war das denn? Hallo? Also, Tuchel. Hättest du mal ein bisschen seriöser mal sagen können, of course, Alter. Was ist denn los? Hä? Wild. Da lacht er. Very easy. And for Thomas Tuchel, the goalkeeper situation. How do you rate this situation? Why is the club actively searching for a possible replacement for Jan Sommer? And is it possible that you continue with Jan Sommer in the next weeks? And say again the beginning of the question. I didn't get it. The question is why the club is searching for a possible replacement for Jan Sommer, who's waiting for the green light to join Inter Mailand. Thanks. Yeah, we have, I simply don't want to give you all the details in the situation because there are, of course, confidential talks between player, agent, club. And they are like with Benji Pavard, there's a wish from the player. On the other side, there's a contract with Bayern Munich. And there's like a bit of in between. Both players are happy to be at Bayern. Both players could also think about something else. So we need to protect our interests.
we are happy with Jan because he's a fantastic guy. He's a very Naja, wir sind nicht wirklich happy mit Jan. Ne? Wollen wir mal ganz klar festhalten. Also hier auf dem Kanal sind wir nicht happy mit Jan. Wenn ihr doch happy mit Jan seid, schreibt es gerne in die Kommentare. Es wird mich überraschen. And in the dressing room, well respected and how he behaves. It's not easy to be at Bayern Munich, and you have Manuel Neuer, Manuel Neuer, and what he means for the club, like in kind of every story, in kind of every mouth, in kind of every expectations around. So it's not easy for him to feel totally free, to feel. Ja, der Strahl hat auch noch nicht wirklich einmal ausgestrahlt, wenn man ehrlich ist. Like maybe totally confident. And for this kind of role that he is in, he's doing very, very good. And and we have a contract, and there is of course the possibility that we stay with Jan, protect our interests, and we play the season. It's more or less the same with for example, Lucas Hernandez. There's a wish of a player. Okay, we can talk if we find a replacement, and if we think we have a benefit from it, and if there is really an offer that is not an offending offer, but it matches the value of the player, then we think about it. But we are not rushed by the market. We are not rushed from the money, and we will not rush into decisions. We protect our own interests, and at the moment, Jan is our goalkeeper. Ja, das ist ja auch richtig. Ja, wenn man so auf ihn setzt, dann ist die Aussage natürlich richtig. Aber wie gesagt, für mich kannst du da auch einen Ulle hinstellen. Ich frage mich die ganze Zeit immer diese Torwart-Diskussion, wofür ist der Ulle da? Wofür bezahlen wir den Ulle? Dafür, dass er den Wassereimer trägt oder was? Also, dass man ihm ja einen Sommer vor die Nase gesetzt hat, war schon dreist. Und dass er jetzt wieder da, also wir haben das Spiel gesehen. Also wir haben die Freundschaftsspiele gesehen. Also was hat der für einen Eindruck gemacht, der Sommer? Es war wieder der gleiche Unsicherheitsfaktor, wie er die ganze Saison über war. Also nee, fühle ich persönlich nicht. Dann kannst du halt wirklich sagen, ja, da ist der Ulle, dann keine Ahnung. Entweder verpflichtest du noch irgendwie einen alten Sack, der dann mit dem Ulle um den zweiten Platz kämpft, aber nicht wieder einen alten Sack verpflichten und sagen, ja, hier, du bist jetzt unsere Nummer 2. Das ist dem Ulle gegenüber nicht fair, wa? Und ansonsten stellen wir uns immer dahin, wir erzählen seit Jahren, wir haben hier das größte deutsche Torwarttalent, hier haben wir das größte deutsche Torwarttalent und die drei größten Torwarttalente, ja, da musst du die Jungs halt da mal als Nummer 3 dahinter schieben und gut ist, solange ein Neuer dann verletzt ist. Punkt. Ja, fertig. And Ulle is there, like he is there. Und wenn sich halt abzeichnet, dass ein Manu nicht wieder zurückkommt, dann musst du halt dann jetzt auch den Schlussstrich ziehen und sagen, alles gut, Manu, das war's. Fertig. Ja? So, entweder ist er in 2 Wochen oder 3 Wochen so weit, dass man sagt, jo, er ist fit, er braucht vielleicht nochmal 3, 4, 5 Wochen, 6 Wochen mit Spiele, bis er dann die Topform hat. Das muss aber absehbar sein. Und wenn das nicht absehbar ist, dann muss man sagen, ja, alles gut, Manu, das war's. Wir verpflichten jetzt eine neue Nummer 1. Fertig. Ja? Da muss man dann auch ehrlich sein. Der Junge ist 38 oder 39. Wie lange soll er noch spielen? Ja, da müssen wir uns jetzt auch nichts vormachen. Da muss man halt jetzt klare Kante zeigen. And Manu is trying to get back as soon as possible. Yeah, and about the question about the best defense. Well, obviously we have 4 defenders with good quality. Otherwise, you won't play for this big club, I think. But what I learned in football is that you're as good as your teammates are doing. So basically, you can be the best defender in the world, best 1-against-1. But if you're always getting into tough situations because the team is not working well or your communication with each other is not good, it's going to be difficult for you. So yeah, obviously we have a lot of quality individual, but the most important thing is that we can have a good performance together, because I think especially in defense, it's not only about the center back, it's also about cooperation with the goalkeeper, with the right and left back, with the defensive midfielders. So yeah, to name yourself probably the best defense in the world, for me doesn't make any sense, but yeah, I mean, we have some quality in the back, and
I think it's only good because it means that you have to fight for your spot. There's a lot of competition, and I think this will bring out the best of all of us. So, yeah, hopefully we can stay together and make an amazing season. Es wäre halt schön, wenn die vorne die Leute das auch mal hätten. Dass sie mal diese Konkurrenzsituation hätten, um das Beste aus sich rauszuholen. Das sehe ich bei so einem Sané und Gnabry halt nicht wirklich, Alter. Together with the four of us, but especially with the whole team. Okay, the very last one, quick question, yes? Thomas, Sadio Mane came out and said that he feeling hurt, that he have to leave Bayern Munich this way. I just want to know if the feeling is mutual with you, and what was the last conversation that you have with him? We had a long, big hug, and we agreed to both each other that we don't like what's happening now, but we both think as well, we both agreed that we think it's the best in this situation. Sometimes don't work out as everybody wants it to work out. Me personally, I have a very good relationship always with him. This will stay. So this was pretty much the last talk. It was kind of sad. We had a long hug, but we had both a smile on our faces, and we assured ourselves to keep the good relationship. It's not personal from his side. I can totally understand that he feels hurt. I feel also not happy if things like this happen. It always leaves something that we didn't bring it to the full potential, which is my job also and my responsibility. So it's always a kind of a sad moment. But in this particular situation, it was the best solution to den Knoten zu entfernen, like that. Part ways. To untie the knot. Okay, thank you for coming. See you. Naja, wenn das als seine Aufgabe sieht oder es nicht geschafft hat, das Beste aus Sadio Mane rauszuholen, ganz ehrlich, das können wir auf Gnabry, Sané genauso ausweiten. Wir können Kimmich und Goretzka da gleich noch mit reinnehmen. Also, ja. Von daher, ansonsten zu Sadio, ja, schwierig. Ja, also, als Außenstehender hat es immer den Eindruck gemacht, als wäre er nie angekommen bei uns. Ja, als wäre er in der Mannschaft nie wirklich aufgenommen worden und wäre ein Teil der Mannschaft. Es sah immer aus, wenn er auf dem Platz war, als ja, würden da 10 plus 1 spielen. So kam es halt rüber. Ja. Weiß nicht, ob es so war oder nicht, das können wir halt schwer beurteilen, aber ja, sonst wäre er nach einem Jahr auch nicht wieder weg. Ja, wenn es irgendwie in der Mannschaft stimmen würde, denke, dann wäre das auch anders gelaufen. Es ist gut, dass er weg ist von finanziellen Maß her. Erstmal, dass wir die Kohle wieder reinholen, sehr wahrscheinlich. Zahlen kursieren da ja noch nicht für das, was wir bezahlt haben. Und halt, ja, er wird halt weit über 20 Mille bei uns bekommen haben, ne? Was natürlich schon wild ist, muss man ganz klar so sagen. Und dann für diese Performance, die geleistet wurden, ja, sorry, dann war es der logische Schritt, ja, dass man sagt, pass auf, es passt nicht, ja. Und es wurde ihm ja sehr versüßt, wenn man liest, was er da an Gehalt beziehen soll von 40 Millionen, dann wurde ihm der Schritt ja versüßt, nach Saudi-Arabien zu gehen. Ja? Muss man ja auch ganz klar mal so sagen. Naja, gut. Ja. Pressekonferenz war ganz okay, fand ich heute. War auf jeden Fall eine der besseren im Gegensatz zu den letzten Dingern. Was eigentlich in erster Linie auch daran lag, dass es halt auf Englisch war, was völlig okay ist. Ich weiß jetzt nicht, wie die Übersetzung war. Ab und wann habe ich mal 1, 2 Sachen gelesen, wo ich nicht ganz mitgekommen bin. Gerade diese komische Frage habe ich den einen Dude habe ich leider kaum verstanden mit seinem Englisch. Aber ansonsten war alles verständlich und ja, so ist das völlig okay, so kann man sich das anschauen. Matthias, wie immer, ja, einfach vom Typ her klare Aussprache, klare Kante, klare Aussagen, gefällt mir sehr gut. Auch Tuchel, denke ich, hat es klar kommuniziert, dass er sich auf jeden Fall einen Sechser wünscht. Er hat es heute auch nochmal genauso klar formuliert, wie ich es im Vorfeld getan habe. Ich sehe es ganz genauso. Ja, da bin ich voll bei ihm. Und ich denke, er hat sonst auch
klar kommuniziert, wie die Lage bei Pavard aussieht, bei Sommer. Und ja, leider aktuell passiert genau das, was ich zum Ende der Saison gesagt habe, in meinem Saisonfazit, wo ja der große Umbruch kommuniziert wurde. Es war klar, dass dieser nicht kommen wird. Ja. Weil dafür müssen die Spieler mitspielen, die Spieler sitzen am längeren Hebel, das ist halt einfach so. Und wenn die Spieler aus ihrer Wohlfühloase nicht weg wollen, ja, dann willst du auch keinen Umbruch sehen. Ja, weil du kannst nicht sagen, ich setze jetzt so ein Mane, Sané, Goretzka, keine Ahnung, nehme Kimmich noch dabei, Müller noch dabei, ich setze die jetzt mal alle auf die Bank und habe da allein schon Gehaltskosten von knapp 100 Millionen sitzen. Und muss dann noch mal Spieler verpflichten, die auch wieder Gehaltskosten von mindestens 80 Millionen haben, weil ist klar, dass wir da jetzt nicht irgendwie 0815 verpflichten können. Also von daher schwierig. Ja, es wäre natürlich schön, wenn man das in den eigenen Reihen schließen würde, wenn man halt sagt, ja, pass auf, Harry Kane kommt zum Beispiel jetzt, gehen wir mal davon aus, ansonsten kommt irgendein anderer Neuner, ist ja auch Wurst. Ja, pass auf, Mathys Tel geht voll mit rein auf die Außen. Ja, steht in direkter Konkurrenz zu den 3 vorhandenen. So, und man gibt ihnen eine faire Chance. Solche Geschichten. Oder man sagt, man verpflichtet noch irgendwie ein Talent, was man dann aber auch wirklich die Chancen gibt. Ja, das ist ja das große Problem, dass die Jungs die Chancen bei uns nicht bekommen. Ja, I don't know. Schwierige Sache, aber den großen Umbruch werden wir aller Voraussicht nach nicht mehr erleben. Es wird ein Neuner kommen, da bin ich sicher. Ob es ein Kane wird oder wer anders, sei mal dahingestellt. Kyle Walker, ganz, ganz schwierig zu sagen, ob der kommen wird. Wenn, dann wird wahrscheinlich Mazraoui noch gehen wollen. Ich glaube nicht, dass er sich den Konkurrenzkampf da stellen möchte. Dann ist auch noch ein Stanisic da, der es meines Erachtens sogar die Spiele einen Tacken besser gemacht hat. Der wäre auch noch für die rechte Verteidigerposition da. Ja, von daher der große Umbruch. Es war klar, dass sich vorne nichts tut. Ja. Hinten ja, aber dass sich vorne nichts tut, war so absehbar. Das wird ein Stürmer verpflichtet, der wird dahingestellt. Deswegen halt auch die Sache, um da vielleicht nochmal drauf einzugehen, Harry Kane mäßig, warum ich dafür bin, wenn man nichts anderes da vorne ändert, brauchst du einfach einen Typen, ja, und einen erfahrenen Typen und einen, der dir die Butzen garantiert. Und all das ist Harry Kane. Deswegen kann ich schon verstehen, dass man sagt, man gibt da die 100 Millionen aus für einen 30-Jährigen. Ja, keine Ahnung. Vielleicht hast du Glück, wenn er 33 ist. Du kriegst nochmal 30 Meter wieder raus. Ist auch Wurst, sei mal dahingestellt. Es wäre was anderes, wenn so die Leute drumherum zu 110% performen würden. Wenn Sané, Gnabry, auch ein Musiala können wir damit reinnehmen in die Verlosung, auch ein Koman, wenn die alle an ihren Leistungslimit spielen würden, wenn sie alle das spielen würden, was sie könnten, wo sie das Talent für haben, dann könntest du halt auch sagen, ja, keine Ahnung, komm, ich gehe mit dem Tell in die Saison oder ich verpflichte noch irgendwie einen jungen Stürmer, der noch nicht so 100% performt, dann kannst du das machen. Aber wir haben es letzte Saison gesehen, dass es nicht so ist. Und es wird sich nichts ändern. Ein Sané, ein Gnabry, die werden nicht auf einmal den goldenen Key finden und eine Saison durchgehend gute Leistung bringen. Das kriegen die einfach nicht auf die Kette. Seit Jahren nicht bei uns. So, das wird sich nicht ändern. Ne? Und deswegen brauchst du dann einen, so wie es sonst war, die Lebensversicherung Levi. Punkt. Das war er einfach. Ja, der das aufgefangen hat. So, und deswegen der Gedanke mit Harry Kane. Kann ich dann schon verstehen. Ne? Die andere Alternative wäre halt zu sagen, man tauscht Sané, Gnabry da auch noch aus auf den Außen. Ne? Um da Schwung reinzubringen. Das wäre die Alternative gewesen. Aber die Alternative passiert nicht, weil die Spieler nicht wechseln wollen. Jo. Von daher kann ich den Gedanken schon nachvollziehen mit Kane. Wie es aber auch schon vor ein paar Wochen in den Kommentaren stand, ja, das Thema nervt. Es nervt mich auch langsam. Langsam ist es leider, ja, I don't know. Wir geben kein gutes Bild ab, wie ich finde. Ne? Muss man einfach so sagen. Ja, dass die Verhandlungen super schwierig werden, haben wir gesehen bei Man City vor 2 Jahren, die Kane holen wollten.
Fakt ist, von unserer Seite hätte man kommunizieren können, also man hat ja kommuniziert, oder jetzt nicht von unserer Seite, aber man hat ja gehört, so Harry Kane möchte auf jeden Fall zu uns kommen. Wenn nicht dieses Jahr, dann angeblich nächstes Jahr. Er möchte seinen Vertrag nicht verlängern, bla Sülz. Dann hätte man doch klar kommunizieren können nach außen, wie nach Tottenham. Hier, das ist unser finales Angebot. Keine Ahnung. Sag 90 Mille, sag 100 Mille, was weiß ich, ist mir Wurst. Das ist unser finales Angebot. Harry Kane möchte gerne nach uns kommen. Harry Kane hat bei Tottenham gesagt, er wird den Vertrag nicht verlängern. Und ihr habt jetzt Zeit, bis zum Ende der Woche euch zu entscheiden. Wenn ihr das nicht wollt, wird Harry Kane nächstes Jahr umsonst zu uns kommen. Punkt. Dann ist die Sache durch. Ne? Dass man sich aber da jetzt so hinhalten lässt, dieses Rumgeeier, super nervig, super schwierig auch. Was ist, wenn ja das ganze Rumgeeier bis zum letzten Tag geht, wie es bei Levi war? Ja, und dann kommt das Ergebnis raus, dass ein Harry Kane nicht kommt. Was dann? Dann gehen wir wieder mit Choupo und Ted in die Saison, mit den gleichen Popel-Leuten auf den Außen. Das wird ein Choupo und ein Ted nicht auffangen können. Warum, habe ich gerade erklärt aus meiner Sicht. Ja, du glaubst ja wohl nicht wirklich, dass du dann noch irgendwie Vlahovic oder sonst wer, der das auch nicht auffangen wird. Dafür ist er auch noch zu jung. Ja, klar hat er Qualität, wäre mit Sicherheit auch ein guter Stürmer bei uns, aber da müssen die Außen auch performen. Ja, also das ist so ein bisschen der Unterschied, den ich sehe. Aber die sind vom Markt bis dahin. Ja, die warten ja nicht alle jetzt auf den FC Bayern, Alter. Was ist denn los? Also so langsam muss man da mal den Druck erhöhen und mal sagen, so sieht's aus, bam, und wenn nicht, dann nicht. Und dann verpflichtet man einen anderen Stürmer. Fertig. Und entweder kommt dann Kane nächstes Jahr ablösefrei oder eben nicht. Ja. Aber gerade das Bild, was wir gerade abgeben in der Öffentlichkeit, auch bei Kai Walker, genau dasselbe Spiel, hat angeblich auch zugesagt nach langem Hin- und Hergeeier. Ja, wenn die Spieler alle zugesagt haben, wie es kommuniziert wird, ja, da muss man klar jetzt Nägel mit Köpfe machen. Hier, bam, das ist unser Angebot, ja, nein, fertig. Und nicht da ewig rumeiern, Alter. Wir sind der FC Bayern und nicht Tuffertshausen. Ja, verstehe ich nicht. Also ganz ehrlich nicht. Das nochmal abschließend so. Ne? Ansonsten gute Pressekonferenz, hat Spaß gemacht zuzuhören. Mal nicht ganz so dumme Fragen, abgesehen von 1, 2. In diesem Sinne, rot-weiße Grüße gehen raus. Morgen Spiel gegen Liverpool werde ich mir natürlich reinziehen. Und ihr werdet meine Meinung dazu bekommen. In diesem Sinne, bleibt gesund. Tschüssi.